Es geht heiter immer weiter zurück bei Super Mario Sunshine und zurück in die farbige Röhre. Und zwar unterwegs zum Hotel. In Lido Sirena, das Geheimnis der Hotellobby. Ja, ist nichts mehr mit draußen, sind wir nur noch drin. Und das Gebäude ist drinnen tatsächlich ein bisschen größer, als von außen den Anschein macht. Ah, schön. Ja, ich weiß, wir müssen eigentlich Peach retten und so, aber ganz ehrlich, ich brauche dringend Pause, dringend Urlaub, dringend Erholung von allem, was uns so plagt. Bitte lass mich rein. Hey, Mario, genau Mario, hör zu, ich habe das Gefühl, dass du mir erneut helfen kannst. Es ist voller Geister. Sehe ich aus wie Luigi? Ruf ihn. Er hat einen Schreck weg dabei. Das, was ich habe, ist ein Dreck weg, das ist ein bisschen was anderes. Abgesehen davon, der Dreck weg, steckt man direkt in der Mütze. Vielleicht können Sie reinkommen, bitte. Ich weiß, dass du ein Wunderheiler bist. Keine Bescheidenheit. Ich bin kein Geisterjäger. Sehe ich aus wie Ghostbuster? Oh nein. Luigi, wo bist du? Ich brauche dich. Gar keine Geister. Warte mal. Ah, Gott sei Dank. Nein! Doch! Oh nein! Und die hatte schon von wegen das Geheimnis der Hotellobby. Was könnte das denn sein? Ja, wieder mal so ein Scheiß. Die kann ja bloß killen. Sag mal, Mario, kannst du vielleicht doch mal... Ja, das war ja klar. Immer wenn es um das Geheimnis geht. Luigi, jetzt nicht die Kaiser platt machen können. What? Oh. Hallo! Ja, aber das Level doch noch größer. Mamma mia. Wow. Um Gottes Willen. Das ist einfach nur um zu zeigen, hey, ich bin Super Mario. Nach ohne Schreck weg kann ich in die Tiefe fallen. Muss eigentlich über das Vieh drüber, glaube mit Supersprung wird es auch gehen. Oh. Warum irgendwas riskieren, wenn es so auch hergeht? So, was anderes heißt, er zerplatzt wieder. So. Kann man die kaputt machen? Okay. Die Frage ist, welche davon darf ich kaputt machen, welche nicht, weil ich bin jetzt nicht ganz so sicher. Vielleicht wäre ich so übergekommen, aber egal. Okay, Sand. Ich hab Münzen. Warum soll er zu Münzen gehen? Ne? Will wir verarschen? Ja, darüber bin wir schon auf dem Grün wieder. So. Was? Ich bin noch gesprungen, Leute. Mann. Mann. Los und so einfach machen, wa? Es ist so schade, dass ich irgendwie so Switch spiele. Nur im TV-Mode aufnehmen kann, nicht im Tablet-Mode. Weil ich einen Tablet-Mode auch viel häufiger spiele. Also mein Privat sage ich eigentlich nie im TV, das ist wirklich immer im Tablet-Mode. Und ich habe auch schon mal offscreen noch so ein paar Level quasi nachgespielt und gemerkt, hey, da geht's doch viel besser. Im Grunde genommen ist es einfach eine Übungssache. Trotz allem. So, muss ich jetzt hier runter? Ja, ich muss hier runter. Da unten ist noch irgendwie... Ja gut, aber wenn ich so runter muss.
Habe ich mir gefragt, was zum Henker soll eigentlich das Eis ist nur noch ein Leben versteckt? Ganz ehrlich, kack auf das Leben, ey. Also nicht kack auf das Leben im Sinne von, ey, das Leben ist scheiße. Einfach auf das Leben, falls es echt irgendwie so ein Leben wäre. Ein One-Up, so. Ernsthaft? Konnte ich doch nicht wissen. Ja, hier fällt natürlich ganz heran, ist klar. Noch ein bisschen in Kontrolle bewegst. Macht Mario schon eine halbe Weltreise. So. Nein, ich bin gesprungen, verdammt nochmal, jetzt schon wieder. Es ist immer so bei diesen Kackwelten. Ich springe, Mario denkt so, nee, das war zu spät. Also im Grunde genommen ist jetzt das Level nicht wirklich schwierig. Aber es braucht Nerven. Was ich aber tatsächlich glaube, dass die Tastensteuerung beim Gamepad, oder nee, nicht Gamepad, wie sage ich das, beim Pro-Controller, dass die ein bisschen verzögerter reagiert, als wenn du halt direkt mit den Controllern auf der Switch zockst, also direkt mit den Joy-Cons. Die Joy-Cons sind, glaube ich, ein bisschen fixer und deswegen habe ich halt immer so ein bisschen Probleme damit. Vor allem bei solchen Spielen. Soll es keine Entschuldigung sein, das ist natürlich schon mein Fehler, außer das hier. Aber das kennen wir auch in- und auswendig, entweder bin ich zu früh dran oder zu spät. Wenn ich zu früh dran bin, dann rutsche ich einfach mal so wie ein Bekloppter. Naja. Sag mal, kann es noch weiter rausgehen? Ja, das war natürlich auch so. So, mal gucken, wo ich jetzt fehle. An der Stelle hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Ich hätte eher gedacht, okay, da hält sich Mario noch. Weil er hat sich sonst auch in dem Scheiß. Oh Mann, oh Mann. Ja, schaffen wir schon noch. Zur Not halt erst in der nächsten Folge. Ja, das sind halt diese Geheimnislevel. Kannst machen, was du willst. Das war neu. So, mein letztes Leben, Freunde. Nachher ist Game Over. Nochmal von neuem beginnen. Also ich meine von neuem beginnen. Ne? Ich meine, ist jetzt kein Weltuntergang. Du brauchst nicht viel, um hierher zu kommen und so. Natürlich wollen wir es nicht. Darum geht es jetzt nicht. Hatten wir schon mal ein Game Over in so einer, also direkt in so einer Welt? Ja, ich glaube schon. Doch, mir kommt irgendwie was in den Sinn. Jo. Und da haben wir das Game Over. Tja.
Kann passieren, wenn man halt solche Kackwelten hat. So, dann nochmal zurück in die flotte Welt, nicht wahr? Ja, oh Mann. Das ist doch aufregend, bringt doch gar nichts. Nehmen wir eigentlich einen Chat-Aufsatz mit, wäre ganz cool. Ich glaube ja eher weniger. Ups, Entschuldigung. Falscher Knopf. Ja, ihr habt richtig gesehen, ich habe die Pikmin 3 Demo auch schon geladen. Dann schon deswegen, also Pikmin 3 Deluxe Demo, es ist eine Deluxe-Version, die normale Demo. Rein schon von Schwierigkeitsgrad und dann, wenn die Full-Version rauskommt, dann direkt loslegen zu können. So, das ist auch ungefähr zu welchem Zeitpunkt ich hier aufnehme. Da können Sie zumindest ein bisschen denken, ja, okay, war klar. Sag mal, Mario, wieso musst du eigentlich immer so extravagant springen? So. Wieso es zwar eine Buhu-Welt sein soll, verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Ich kann jetzt hier mit Buhus relativ wenig in Einklang bringen, ganz ehrlich. Aber... So. Zum Glück geht einem die Musik so mal von überhaupt nicht auf den Geist. Ja. Wieder so etwas, das einfach nicht verständlich ist. Warum macht das Mario? Oh, sorry, ich bin gerade mit dem Headset am Mikro festgehangen. Jetzt mal ganz ehrlich, das gibt doch keinen Sinn. Ich war so und dann bin ich hoch und dann habe ich irgendwie einen Sprung gemacht. Und dann wollte ich ja rüberspringen. Dann mache einen Doppelsprung und dann bin ich plötzlich ganz weg. Wo ist da die Logik, bitteschön? Wo ist jetzt hier die Logik, wieso er einfach rausgesprungen ist? Vor allem in so einem Affentempo. Fehler, Michael, sage ich dazu nur. Ich meine, den Part-Titel hatte ich schon bei manchen Super Mario... Schon wieder der Quatsch. Manchen Super Mario Folgen, aber... Let's Plays. Aber ich glaube, hier ist echt die Krönung. Theoretisch gibt es noch die Geheimwaffe, einfach mal die Klappe halten. Aber die zieht ja auch nicht mehr so, wie es früher mal war. So. Schon lange nicht mehr hier. Hier aufpassen, hier fliegen wir gerne mal runter. So. Du. Oder das eben. Sonst hält es sich daran fest. Oh mein Gott, ey.
Deswegen, ich kann einerseits verstehen, was diese Welten für einen Reiz haben. Diese Geheimniswelten. Einerseits ohne Dreckweg unterwegs. Andererseits ja, ein bisschen tricky und so. Wenn das Spiel zum Teil Glitches verursacht, die man sich nicht erklären kann. Oder vor allem halt gewisse Mechaniken fehlen, wie bei diesem Port. Wo man einfach mal gesagt hat, nö, den Rückwärtssprung, den braucht es nicht aus dem Sitz. Und dann irgendwie den Weitsprung, der damit möglich wäre. Aber halt irgendwie einen alternativen Weitsprung. Dann muss ich zugeben, habe ich ein bisschen Probleme damit, Freunde. Ich habe dafür keine Worte mehr, ganz ehrlich. Es tut mir leid, ich habe dafür keine Worte mehr. Ich wollte springen, aber statt zu springen, rutsche ich wieder mal wie so ein Bekloppter. Oh Mann. Ja gut, in solcher Situation darf man auch nicht irgendwie zu ernst nehmen, sowieso nicht. Mit einem lachenden Auge, ja, wenn man so will. Ich meine, klar, wir verlieren Leben. Wir machen keine Erfolge pro Part, sag ich jetzt mal. Aber es ist sowieso ein Fehler, wenn man sich irgendwie einfach Ziele macht, wegen, hey, in dieser Folge muss ich das und das erreichen und das machen. Aber erstmal verliert man so einen Spaß daran. Zweitens wird man auch ein bisschen gestresster und das beim Zocken. Soll eigentlich eine Entspannung pur sein. Eigentlich. Deswegen, nee. Wie solche Dinge möglich sind, fragt man sich dann schon. Okay, noch ein Leben hätte ich, scheiße. Ich dachte, wir haben vielleicht noch 2 oder 3. Weil jetzt nur ein Leben, wenn ich jetzt verkacke. Bin ich bei 18 Minuten oder so. Und die andere Variante wäre natürlich, ich glaube, das mache ich sogar so, Freunde. Soll er es jetzt nicht schaffen, ich weiß jetzt nicht, wie lange der Versuch noch dauert, dass er dann vielleicht sogar sage, komm, ich hole mir die Insignia offscreen. Wirklich für mich im Tablet-Mode, weil da ist irgendwie für mich einfacher zu steuern und so. Es geht auch besser. Mario ist nicht so empfindlich, wenn nur ein bisschen Steuer macht, nicht irgendwie gerade einen halben Kilometer. Und wir haben gesehen, wo diese verdammte Insignie war. Und ich war ja auch eigentlich auch schon da. Weil bloß noch irgendwie so ein Kackblock. Also ein Kack-Sandblock. Genau, da vorne ist sie ja. Nein, geh einfach hoch, dankeschön. So. Und schon wieder hat's. Er wollte einfach nicht abspringen. Jetzt reicht's mir. Freunde, ich hol die Insignia offscreen. Ich meine, so, es kann nicht sein, dass man so einen verkackten Sprung scheitert. Vor allem, ich bin ja gesprungen, aber er wollte es einfach nicht. Ist er einfach nur ein Quatsch? Nee, sorry, hol die offscreen. So ein Tablet, der geht viel schneller. Und dann sehen wir uns nicht direkt hier, sondern direkt vor dem Level. Also praktisch wieder, weil ich rausgesprungen werde. Ja, das heißt, wir werden nach der nächsten Folge eine Insignie mehr haben. Also natürlich soll es irgendwie offscreen auch nicht schaffen. Dann ist natürlich was anderes, hä? Aber nee, dann machen wir so, dann habe ich halt in den nächsten Folgen trotzdem, also, ja, weiß trotzdem. Dann habe ich halt 64, dann seht ihr, okay, ich habe sie geholt, fertig, wir können das nächste machen, weil eben das bringt sonst nichts. Vor allem habe ich jetzt gezeigt, dass er den Parcours eigentlich meistern kann.
Aber wenn ich einfach an dieser Stelle scheitere, obwohl ich gesprungen bin, nee, das kann es einfach nicht sein. Also, danke fürs Zusehen. Trotz allem, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.